Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Kapitel 12. Und das letzte Mal beim goldigen Nussknacker. Pantalone! Es ist furchtbar gsi, Arlecchino! Pantalone, es tut mir so leid. Niemand weiss, wo das Versteck ist. Ich bin zwar geizig, aber nicht herzlos. Im Hause Pantalone hatten Sergente und Capitano Arlecchino erzählt, was mit Pantalone und dem Tresor geschehen war. Er hat ernsthaft eine Hechtrolle gemacht. Wenn's um Gold geht, ist er immer haltlos. Ich habe die Vermutung, dass jemand unsere Flöte gefunden hat. Korrekt vermutet. Der Diego zwingt den armen Federico dazu, die Flöte zu brauchen, um Sachen zu klauen. Aber Arlecchino, was machen wir denn jetzt? Wenn der Pantalone morgen nicht zum Konzert erscheint, wird der Doge hässig sein. Ich weiss auch nicht, wo die Ratten mit dem Pantalone ane sind. Arlecchino! Nein, Columbina, das ist ein guter Freund von mir. Jetzt Müsli? Du kannst mit Müsli leben? Aha, was? Diego will ganz Venezia ausrauben. Und der Pantalone ist in grossen Schwierigkeiten. Außerhalb von Venezia in einem Bootshaus. Was? Wir müssen sofort helfen. Wir müssen aber morgen beim Konzert sein. Und rauszufahren von Venezia mit der Gondel, das geht viel zu lang. Arlecchino, du bist der Einzige, der dort rausfahren kann, ohne dass es dem Doge auffällt. Aber ich bin doch immer noch so klein. Das Problem zu lösen ist eine Kleinigkeit. Während du verschwunden warst, habe ich heimlich ein Gegenmittel zusammengesucht. Dino ließ mich zum Glück das Labor der Bibliotheka benutzen. Hier. Trink das und du wirst wieder groß. Ja, worauf wartest du? Packet sie's mir zum Mitnehmen. Ich habe eine Idee. Arlecchino erzählte den anderen von seinem genialen Plan. In der Zwischenzeit hatte Pantalone Diego die Drehkombination vom Tresor verraten. So, da hast du sie. Jetzt lass den Bub in Ruhe. Sehr schön. Jetzt machen ich und der Federico uns auf den Weg, um unser Konzert vorzubereiten. Nein, ich will dir nicht helfen, ganz Venezia auszurauben. Ganz Venezia auszurauben? Ja, denkt mit dieser Zauberflöte. Ich fürchte, dann muss das der alte Sack da ausbaden. Diego ging mit einem Brecheisen auf Pantalone zu. Nein! Wow! Federico riss sich von Raffaele los und stellte sich schützend vor Pantalone hin. Ich mach's ja schon. Aber bleib weg mit dem Ding. Geht doch! Ihr solltet euch schämen, ein Kind für euren Zweck zu missbrauchen. Ja. Raffaele, du weißt, was du zu tun hast. Raffaele wartete, bis Diego und Federico abgefahren waren. So, jetzt sind's weg. Jetzt können wir gern Spaß haben zusammen. Oh je. Raffaele öffnete die Luke, die ins Meer führte, und ließ Pantalone über der Luke baumeln. Ei! Was soll das denn werden? Jetzt lass ich dich runter und wenn die Flut kommt, dann wirst du ein bisschen nass werden. Um Himmels Willen! Hast gar keine Ehre mehr? Jetzt lass einen alten armen Mann versaufen? Ah! Hilfe! Geniess deine letzten Stunden! Raffaele ließ Pantalone alleine zurück. Die Sonne ging auf, da flogen Arlecchino und Täubchen gerade über das Meer, als sie die Gondel von Raffaele erblickten. Oh, das ist die Gondel vom Raffaele. Wir müssen also ganz nah sein. Dübli, ich weiss, wir sind beide sehr müde, aber kannst du nicht schneller fliegen? Ich mach so schnell ich kann, aber ich bin langsam. Nicht einschlafen, Dübli! Arlecchino konnte Täubchen gerade noch so steuern, dass beide sicher in einem Bootshaus, das mitten im Meer stand, notlandeten. Au! Oh! Ai, 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 ai.
Dübli? Alles okay? Die schlaft ja immer noch. Nein, Arlecchino, nicht schlafen. Wach bleiben. Arlecchino konnte nicht mehr nachgeben und schlief ein. Und wurde aber plötzlich von einem verzweifelten Hilferuf geweckt. Hilfe! Signore? Hilfe! Pantalone! Arlecchino, schnell! Bitte lass den Trank funktionieren. Arlecchino trank Dottoris Gegenmittel, wuchs und rannte mit vollem Tempo ins Boothaus. Er sah die offene Luke und ein Seil, das herunterhing. Pantalone? Da unten! Ui! Ich zieh sie nach Hause! Uno! Due! Tre! Ich kann sie! Ich kann sie! Uff. Pantalone, ist alles in Ordnung? Mein goldiger Nussknacker! Oh, meinen Sie das da? Eine Gruppe kleiner Mäuse brachte Pantalone den Nussknacker. Wie? Was? Ich erklär's Ihnen auf dem Weg zum Konzert. Am Abend versammelte sich eine große Menschenmenge im Hause Diego, um dem Flötenspiel von Federico zu lauschen. Wo ist der Pantalone? Wahrscheinlich kommt er doch nicht. Natürlich komm ich! Ich kann nur schnell wählen, Arlecchino und mein goldigen Nussknacker abholen. Was? Wie bist du? Federico, spiel jetzt Flöte! Und Federico begann zu spielen. Die Ratten stürzten sich auf Raffaele und Signore Diego und verschwanden mit ihnen aus Venezia. Als Federico mit seinem Spiel fertig war, klatschte das Publikum vor Begeisterung. Bravo! Großartig! Einfach fantastisch! Du hast mit Flötenspiel unser Rattenproblem gelöst. Sehr beeindruckend. Dottore, Sie haben ja gesagt, es sei sehr effektiv. Aber dass es so gut funktioniert. Ich bin selbst sehr erstaunt, mein Herr. Pantalone, Arlecchino, es geht euch gut. Ich habe deine Nachricht erhalten. Federico holte das Mäuschen aus seiner Bauchtasche. Erstaunlich! Dein Plan, Zauberflöte zu brauchen, um Signore Diego aufzuhalten, hat super funktioniert. Aber Federico, wenn der Diego wieder zurückkommt, wird das für dich ein Nachspiel haben. Ich würde dir raten, in ein anderes Land zu ziehen. Aber wo soll ich hin? Mein Sohn ist gerade auf Studienreise im Kurfürstentum Hannover. Dort wärst du nicht schlecht aufgehoben. Aber jetzt, lass uns noch ein bisschen feiern. Und wie alle feierten. Bis spät in die Nacht. Arlecchino hatte sich ausnahmsweise zum Schlafen hingelegt. Als er später aufwachte und was essen wollte, fiel ihm auf, dass Federico etwas abseits der Gruppe am Kanale saß. Federico, willst du nicht auch was essen? Arlecchino? Nein, ich kann schon. Mehr für mich. Was machst du denn da so allein? Ich weiß nicht. Hey, mach dir keine Sorgen. Du darfst zum Sohn von Pantalone. Das ist ein ganz Lieber. Der wird gut auf dich schauen, bis du gross bist. Mach dir keine Sorgen. Okay. Ich vertraue dir.
Ich glaube, die gehört dir. Federico übergab Alechino die Zauberflöte. Ja, weißt du was? Behalt sie. Vielleicht kannst du damit das grosse Geld machen. Dort unten hat's noch oft Rattenplagen. Ehrlich? Danke! Arlecchino, Federico, kommt, tanzt mit uns! Man hatte sich darauf geeinigt, dem Dogen nichts von Diegos bösen Plänen zu berichten, um unseren Federico zu schützen. Somit konnte Diego leider weiterhin für Unruhe in Venezia sorgen. Federico würde einige Jahre später nach Hamel kommen, einer Stadt, die von einer riesigen Rattenplage befallen war. Dies ist auch eine sehr spannende Geschichte, die sogar noch bis heute in den Märchenbüchern bekannt ist. Aber Das ist ganz eine andere Geschichte. Ende von Kapitel 12. Geschichte vom goldigen Nussknacker von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum dies ist das Ende der Geschichte. Vielleicht hören wir uns bei einer anderen wieder. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.